Jetzt gehen wir rein. Ich muss meine Frisur noch schnell... Ja, viel kann man da nicht mehr retten. 5 große und kleine Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz. Es ist unser Lieblingskanal About Swiss mit der absolut beruhigendsten Stimme von der ganzen Welt. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein und schauen, was dort Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz sind. Folge 2. Die beiden Nachbarländer, Deutschland und Schweiz, Die beiden Nachbarländer, Deutschland und Schweiz. scheinen auf den ersten Blick sehr viel gemeinsam zu haben. Oder doch nicht? 5 große und kleine Unterschiede zeige ich euch in diesem Teil dieser Videoreihe. Ist das Deutschland oder ist das Schweiz? Das sind natürlich längst nicht alle Unterschiede. Weitere Unterschiede gibt es im vorherigen Teil und zukünftigen Teilen dieser Serie. Du hast immer noch den Weltrekord mit dem hässlichsten Schnauz. Ich freue mich daher über eure Ergänzungen und weiteren Vorschläge in den Kommentaren. Strommix. Strommix, Bro. What? Okay, ja, die Schweiz ist schon fett mit Wasserkraft, Bro. Bei der Herkunft des Stroms aus der Steckdose gibt es in beiden Ländern große Unterschiede. Schau jetzt mal, wenn wir würden gleich viel Wind haben wie Deutschland, dann wären wir fast 100% ökologisch. Bei den Zahlen habe ich mich extra auf den Nettostrommix, also dem verbrauchten Strom, konzentriert, da dies für mich die ehrlichere Statistik ist. Das heißt, hierbei wurden auch die Im- und Exporte des Stroms berücksichtigt und nicht nur die reine Stromproduktion. Wichtig. Dank der Alpen wird die Schweiz sehr gut mit Wasser versorgt. Ey, Chat, ich hätte so... schreibt mal in den Chat, würdet ihr hier baden? Würdet ihr bis an einem Stausee in der Nähe von der Mauer baden? Ich würde hier nie baden, ich hätte zu fest Angst, dass mein Fuß unten... ich hätte zu fest Angst, dass mein Fuß unten in die Turbine reinkommt, die etwa 100 Meter weiter unten ist. Aber ich hätte Angst. Und gilt daher gleichzeitig als das Wasserschloss Europas. Das ist auch wahrscheinlich der Grund dafür, dass mehr als 2/3 des Schweizer Stroms aus Wasserkraft stammt. Wind, Gas und Kohle spielen eine untergeordnete Rolle. Kohlekraftwerke gibt es in der Schweiz nicht. Aber Kohlestrom, Bro. Importiert. Dieser Strom findet nur über den Import den Weg in die Schweiz. Ah ja! Der Elektronik-Expert Fakt. Der zweitgrößte Energielieferant ist immer noch die Kernenergie. Alle Kinder schwimmen im Stausee, außer Sabine, die kämpft mit der Turbine. Bro, Alter, genau vor dem hatte ich Angst, Mann. Dieser Anteil hat sich aber zumindest in den letzten 10 Jahren halbiert. In Deutschland ist der Strommix wesentlich bunter. Besteht aber immer Ey, das sieht auch schon hässlich aus, so ein Stromwerk. noch zu einem großen Teil aus fossilen Brennstoffen. Der Kohleabbau hatte in Deutschland, insbesondere im Ruhrgebiet, lange Tradition. Mittlerweile ist der Kohlebergbau im Ruhrgebiet Geschichte. Hoffentlich auch. Dennoch ist die Kohle in Deutschland weiterhin ein wichtiger Energielieferant. Deutschland macht mit Kohle Strom und ich mache durch Strom mit meinem Kompi Videos und bekomme dafür Kohle. 10 von 10 der Witz, Bro. Die Anteile Oh Mann. fossiler Brennstoffe nehmen in Deutschland zugunsten der erneuerbaren Energien stetig ab. Solar- und Windenergie werden stark gefördert und gewinnen jedes Jahr mehr Anteile. Bei der Wasserkraft hat sich dagegen wenig getan. Bei der Kernenergie ist die Entwicklung in Deutschland ähnlich wie in der Schweiz. Auch hier hat sich der Anteil in den letzten 10 Jahren halbiert. Ey, der ist funny gewesen, du jetzt mal nicht so. Dosen. Steckdose. Wer ein Elektrogerät an den Strom anschließt, wird diesen offensichtlichen Unterschied schnell feststellen. In der Schweiz werden Steckdosen vom Typ C Wieso hätte man eigentlich nicht einfach können sagen, jo komm, wir machen jetzt auch auf der ganzen Welt die genau gleiche Steckdose. Es war so einfach gewesen. und Typ J verwendet. In Deutschland dagegen verwendet man Steckdosen vom Typ C und F. Ah, das habe ich nicht gewusst, dass die so Namen haben. Ich bin fucking lost. Die verwendete Netzspannung und Frequenz ist identisch. Den zweipoligen Euro-Stecker kennt man in beiden Ländern, befindet sich häufig an Geräten mit geringer Leistung und passt auch an alle verwendeten Okay, der Stecker ist in dem Fall am Maelo, weil der Maelo ist ein Gerät mit geringer Leistung. Steckdosen der Schweiz und Deutschland. Schwieriger wird es bei den dreipoligen Steckern. Der in Deutschland verwendete Schuko-Stecker gehört mit den zu den häufigsten verwendeten Steckern der Welt. Ja, Schuko ist ein braucht niemand. Akronym für Schutzkontakt. Schon allein durch seine Form passt er nicht in die versenkten Steckdosen in der Schweiz. POC in Chat für die Deutschen, die in die Schweiz in die Ferien kommen. Wir Schweizer können einfach das genau gleiche Ladekabel mitnehmen, reinstecken und wenn die Deutschen in die Schweiz kommen, schwierig. Darüber hinaus sind die Kontaktstifte für Schweizer Steckdosen zu dick. In der Schweiz und Liechtenstein ist der Stecker mit 3 Kontaktstiften vom Typ J üblich.
Der Stecker passt in dieser Form in keine deutsche Steckdose. Im Gegensatz zum Schuko-Stecker ist der Schweizer Stecker verpolungssicher. Polungssicher, das ist ganz wichtig. Verhindert damit eine falsche Polarität und kann dadurch mögliche Schäden minimieren. Für die Stecker des Typs J und F wird für das andere Land zwingend ein Adapter benötigt. Jedes Mal, bevor man in die Ferien geht, sucht man den scheiß Adapter. Es ist jedes Mal das Gleiche. Man kann den nicht einfach neu mal anlegen, wo man ihn wieder findet. Nein, man muss ihn immer suchen und im schlimmsten Fall muss man einen kaufen. Mülltrennung. Eins vorweg. Getrennt wird der Müll in beiden Ländern. Nein, in Deutschland tun sie auch alles auf einen Haufen schießen. Die Schwerpunkte und das Vorgehen sind dabei aber ganz unterschiedlich und jedes Land hat dabei seine Eigenheiten. In der Schweiz wird sehr selektiv getrennt und in Deutschland geht vieles über den grünen Punkt. Den grünen Punkt, Bro? Der Punkt mit den 2 Pfeilen ist auf Verpackung aufgebracht, für welche eine vorgezogene Verwertungsgebühr bereits bezahlt wurde. Diese Verpackungen wandern in den gelben Sack oder die gelbe Tonne. Franz, bring doch die gelbe Tonne raus, den gelben Sack, komm, nimm mir gerade noch den gelben Sack mit, Thomas, komm. Allerdings sagt das nicht aus, dass die Verpackung auch recycelt wird. Aktuelle Zahlen zeigen, rund die Hälfte der Verpackung aus dem Die Musik im Hintergrund macht mich auch sad, Mann. gelben Sack landen am Schluss in der Müllverbrennung, um Wärme und Strom zu gewinnen. Unter anderem Namen kennt man dieses System mittlerweile auch in anderen europäischen Ländern. In der Schweiz ist der grüne Punkt bedeutungslos. Noch nie gehört. Verpackungen werden ganz normal über den Hausmüll entsorgt. Die Gebühr fällt dabei nicht beim Kauf des Produkts an, sondern erst mit der Entsorgung. Ah, Vignette Bros. Dabei gibt es regionale Unterschiede. Entweder zahlt man die Gebühr mit dem Kauf des Abfallsacks Kerichzack der Region Luzern. oder den dazugehörigen Wertmarken. Ausgemusterte Schulhefte, die Zeitung von gestern, der leere Schuhkarton. Papier und Kartons gehören in Deutschland in die blaue Tonne oder den Altpapier. Ja, komm, nimm noch das Zeugs mit und schmeiß es in die blaue Tonne. Papiercontainer. In der Schweiz wird dabei noch stärker unterschieden. Papier und Karton werden getrennt. In einigen Regionen. Ey, ich muss aber auch ehrlich sagen, das Zusammenbinden von diesen viereckigen Päckchen biggest pain. Aber dann, immer wenn man im FC war, hat man die Häufe zusammenlesen und dann hat man die immer können einfach mal in die Tonne reinjeiten und ab und zu hat es noch ein Heftchen drin gehabt. Der wisst jetzt, Chat. So verklebt gesehen, gell, auf der Seite. Ja. Region und größeren Überbauungen gibt es für beide separate Container. Wo das nicht der Fall ist, wird fleißig und akkurat gebündelt. Da! Einfach Schweiz. Könnte man nicht irgendein System erfinden, dass jeder Schweizer hat so eine Kiste und dort tust du rein und die Kiste stellst du dann raus und dann tun sie die Kiste auf so ein Wägel leeren, was sie dann so können auskippen. Weißt du, so, dann müssen sie es nicht irgendwie rausschaufeln. Einfach nur lieblos und wild ein Bündel schnüren, geht in der Schweiz gar nicht. Schließlich liegt das Bündel später vor der Tür und was sollen sonst die Nachbarn? Das ist so Schweiz, Mann. Wenn du es echt falsch verpackst, du hast einfach so einen Zettel drauf, wo so drauf steht, wie man es richtig muss verpacken, Bro. Und wenn das dann irgendjemand im Dorf sieht, wissen sie so, oh, der Dude verpackt einfach nicht richtig. Was für ein Jam. Aber mal im Ernst. An Sammlungstagen würde es wirklich sonst auch grausam aussehen. Von daher kann ich das auch gut verstehen. Pfandsystem. Ja, das finde ich eigentlich noch nice in Deutschland. Da wir gerade beim Thema sind. In Deutschland verhalf ein ausgeprägtes Pfandsystem zu mehr Sauberkeit auf den Straßen. Die Schweiz beweist, dass nicht zwingend ein Anreizsystem geschafft werden muss, damit Flaschen und Dosen recycelt werden. Ja, die Schweiz ist auch wieder mal gut erzogen. Pfand wird in Deutschland auf Mehrwegglas, Einwegglas, PET-Flaschen und Dosen erhoben. Auf Dosen, Bro? Die Höhe des Pfands ist dabei sehr unterschiedlich. Weinflaschen 2 bis 3 Wenn du Pfand wegbringst, dann das Geld bekommst, dir einen Teig machst und dann isst du noch einen Pfandkuchen. Ist es so ein Ding in Deutschland? Cent, Mehrwegflaschen 8 bis 15 Cent, Bierflaschen mit Bügelverschluss mancherorts mit bis zu 60 Cent. Zu kompliziert. Einwegflaschen und Dosen mit 25 Cent. Aber es gibt auch Ausnahmen. Getränke Ja, jetzt gibt's eine Ausnahme, komm. Verpackungen aus Karton sind immer pfandfrei. Es gibt auch einige Getränke, die unabhängig von ihrer Verpackung kein Pfandsystem angehören müssen. Dazu zählen zum Beispiel Wein, Spirituosen, Fruchtsäfte, Molkereiprodukte sowie Flaschen mit mehr als 3 Litern Inhalt. So nach dem Motto, je grösser die Flasche ist, desto weniger Sinn macht es für uns, um die recyceln, obwohl es ja mehr Sinn wird machen. Ein genauer Blick auf die Flasche ist also immer erforderlich. Boah, ist das ein genauer Blick. Alles in allem ziemlich verwirrend. Boah. Trotz des finanziellen Anreizes
werden längst nicht alle Pfandflaschen zurückgebracht. Meistens aus finanzieller Not heraus haben Pfandjäger daraus ein Geschäft gemacht und sammeln liegen gelassene und weggeworfene Pfandflaschen ein und bringen diese zum Teil im großen Stil zurück in die Geschäfte. Das ist eigentlich nice, finde ich, wenn halt Obdachlose so Geld verdienen. In diesem Bereich wählte die Schweiz den Weg der vorgezogenen Entsorgungsgebühr. Ähnlich wie in Deutschland beim grünen Punkt. Pfandflaschen sind eher die Ausnahme. Pfand gibt es in der Schweiz höchstens beim FCB-Match im Joggeli auf einem Becher 2 Stutz. Normalerweise Seine Stimme ist Legende. sind Dosen, PET und die meisten Glasflaschen ohne Pfand. Normalerweise sind Dosen und Pfandflaschen ohne Pfand. Lediglich einige Mehrwegglasflaschen sind mit einem Pfand bzw. Depot von 30 bis 50 Rappen belegt. Der genaue Wert ist auf dem Flaschenetikett aufgedruckt. Solange die von der Schweiz sich selbst auferlegten Recyclingquoten erreicht werden, wird das auch so bleiben. Getränkeverpackungen aus Glas, PET und Aluminium müssen eine Zu viel Zahlen. Verwertungsquote von jeweils mindestens 75% nachweisen. Okay, das gibt ein System in der Schweiz, wo die auswerten, wie gut wird recycelt oder zurückgebracht, und sobald das nicht mehr eingehalten wird, wird es dann auch mit einem Pfandsystem funktionieren. Holy shit. Da sind auch Leute beim Bund angestellt, das müsst ihr euch mal vorstellen, die sind auch auf PET-Flaschen zurückbringen spezialisiert. Es gibt auch Leute, die auf alles spezialisiert sind. Wird diese nicht erreicht, kann das Schweizer Umweltdepartement ein Pfand vorschreiben. Bisher scheint das aber kein Problem zu sein. 2018 wurden Früher hat es noch die Verwertungsquote gegeben, jetzt gibt es die Infektionsquote. 94% der Glasflaschen, 82% der PET-Flaschen Sobald die Infektionsquote unter 75% ist, gibt es Pfand auf ein Coronavirus. und 94% der Aluminiumdosen recycelt. Weitere Namensunterschiede. Namensunterschiede, jetzt bin ich gespannt. Was kommt, Chat. Im ersten Teil dieser Serie haben wir bereits über den Unterschied von Wick und Wix gesprochen. Nicht gedacht, dass man so lange über Pfand kann reden. Bro, glaub mir, da hat safe schon mal irgendjemand eine Bachelorarbeit über Pfand geschrieben. Ich fand es noch sehr spannend, hat dann der Lehrer geschrieben. In diesem Teil habe ich noch 2 weitere Namensunterschiede für euch. Oh. Das Logo, die Farben, auf den ersten Blick ist alles gleich. Fila? Nur der Name ist ein anderer. In Deutschland heißt es Deichmann, in der Schweiz Aha, ja. Dosenbach. Eigentlich ist es aber dennoch das gleiche Schuhgeschäft. Früher aber nicht. 1973 wurde Dosenbach Okay, das ist spannend. Das wissen sehr viele Leute nicht, wieso das so ist. Jetzt finde ich spannend. vom deutschen Unternehmen Deichmann aus Essen übernommen. Der Name wurde wegen der großen Akzeptanz in der Schweizer Bevölkerung aber beibehalten. Und das bis heute. Oha, okay. Der Tümpel, den wir im Garten haben, ist so dreckig, sie haben im Deichmann angerufen. Jetzt ist es kaputt. Aktion von Coca-Cola und Nestle. Futze-Tee. 2017 entschied sich Coca-Cola, die Zusammenarbeit mit Nestle zu beenden. Ja, wissen wir. Ein neuer Name musste her. Seit 2018 ist dieses Getränk unter dem Namen Fuse Tea mit Z bekannt. In der Schweiz werden die Getränke aber unter dem Markennamen Aber jetzt kommt jetzt so ein Fachbegriff für es ähnelt dem weiblichen Geschlecht. Fuse Tea mit S vermarktet, um unerwünschte sexuelle Assoziationen zu vermeiden. Unerwünschte sexuelle Assoziationen, Bro. Wir sind wieder drin. Ein Buchstabe macht dabei einen großen Unterschied. Futz ist im Schweizerdeutschen Futz. eine vulgäre Bezeichnung für das weibliche Geschlechtsteil. Nachdem dieser Fauxpas aufgefallen war, wurde ein Renaming lanciert. Es ist auch erst aufgefallen, was draussen war. Keiner aus der Schweiz hat vorher die Flasche angeschaut und sich so denkt, so, ja, das tönt schon noch ähnlich wie Futz. Nein, wir bringen es einfach raus und hoffen, dass es niemand sieht. Ich meine, es sind nur 8 Millionen Schweizer, die werden das nicht sehen. Für die Schweiz war Coca-Cola 1 Million Franken wert. Einfach mega lul in den Chat für das, Bro. Aber finde ich eigentlich immer spannend, die Videos. My heart just got stuck beating.